Mit Tulin sind wir unterwegs, hier zurück bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom und zwar zur, oh, keine Ahnung, irgendwelche Arche, die da oben sein soll. Also inmitten des Sturms ist ein riesiges Schiff. Okay, warum auch immer. Ich bin noch ein bisschen verwirrt über die ganze Story und so, weil es hieß ja auch von wegen, ja, es gab diesen Kataklysmus oder Kataklysmus schon mal. Und ja, in Anbetracht dessen, dass wir wissen, dass Tears of the Kingdom ja nach Breath of the Wild spielt. In Breath of the Wild eigentlich nur mal die Rede von einer weiteren Verheerung Ganon war, die vor über 10.000 Jahren erschienen ist, aber nie von einem Kataklysmus. Und wir eigentlich dachten, hey, der Kataklysmus jetzt hier, der Wirkung von Ganondorf und so, wäre der erste. Bin ich ein bisschen verwirrt zugegebenermaßen. Andererseits macht Sinn, weil er wurde ja verbannt, Ganondorf. Oh. Das war knapp. Also mit anderen Worten, er muss ja schon mal hier gewesen sein. Er muss schon mal so ein Unwesen getrieben haben. Wer damals ja schon mit dem Miasma oder so, also eben sprich damals das erste Mal hier war schon mal mit dem Kataklysmus. Oh, schön, man sieht hier die Geoglyphen von hier aus. Da war er schon mal unterwegs. Da hat er jetzt schon ganz normal eine gesehen. Und dann die Verheerung Ganon quasi, eine dämonische Form, eine versiegelte Form. Die kam dann, sag ich jetzt mal, später. Ein paar Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte später. Dann 10.000 Jahre später ist so eine verdammt lange Zeit, das macht trotzdem Sinn. Deswegen mal was anderes machen hier. Der Waffe, nehmen wir die hier. Dann eben diese, sag ich jetzt mal, 10.000 Jahre. Moment. Ja, ein paar Jahre später eben das erste Mal Ganon. Dann nochmal so um die 10.000 Jahre später, wie wir es Breath of the Wild wissen, kam Ganon nochmal zurück. Jetzt nochmal Ganondorf. Also wie auch immer Ganondorf versiegelt wurde, es muss verdammt heftig gewesen sein. Anders ist das kaum zu erklären. Aber ja, das werden wir sicher im Verlauf des Let's Plays noch rausfinden. Im Verlauf des Spiels. Und ganz ehrlich, also irgendwie, was mir ja gefehlt hat bei Breath of the Wild, war eine genaue, was heißt genaue, sagen wir einfach mal eine bessere Erklärung. Tulin, kommst auch hoch? War doch hier mal Kumpel? Eine bessere Erklärung, was eben vor 10.000 Jahren passiert ist, also sprich mit der ersten Verheerung, Ganon. Weil das wurde eigentlich nie im Detail erwähnt. Wir wissen einfach, dass sie aufgetaucht ist und dass es auch 4 Champions gab. So wie bei Breath of the Wild selbst auch. Im 4 Champions mit den 4 Titanen und so. Deswegen wollen wir es auf dieselbe Art und Weise wieder machen. Und dann hat uns gar eine Strich durch die Rechnung gemacht. Aber kennt man ja, wa? Es läuft nie zweimal etwas auf dieselbe Art und Weise. Ich hatte gerade daran, dass ich vielleicht jetzt schnell hinter die beiden fliege. Und sie dann nochmal platt mache. Weil einfach nur den einen da Platz machen, das wird nicht viel bringen. Wenn ich quasi nur den fliegen, sieht mich der andere. Da täuscht das. Ich bin bereit. Könnt ihr mal... Es ist schwierig, aber es klappt nicht. Hat mich echt gesehen? Nee, oder? Ah, super. Ja, Tulin, das ist zwar nett, dass du mir hilfst, aber... Healen sollst du nicht, weil sonst fliegt er runter. Du kannst mal um den anderen kümmern. Stark Konstruktbogen, ja, ich habe aber schon nicht so viele. Das ist krass mit den Bögen. Ah, plötzlich haben wir so viele... Habe ich jetzt auf den gewechselt? Nein, ich bin nicht auf den schon wieder. Verdammt. Plötzlich haben wir wieder so viele krasse Bögen. Aber irgendwie Schilde und krasse Waffen. Gut, Waffen selbst eigentlich auch, aber die Schilde, da fehlen noch ein paar. Doch, Schilde, Entschuldigung. Der Move war nice, Tulin. Das Tulin ist auch im Kampf eine coole... Steinkonstruktbogen schon wieder. Ist auch im Kampf eine gute Hilfe. Obwohl ich ja persönlich eigentlich Theba lieber gehabt hätte, hey, alleine schon nach dem Vorgänger Breath of the Wild. Wir hatten zwar auch da mit ihm zu tun, natürlich, aber es ist halt...
Es ging vor allem da auch um Revali und nicht nur um Tulin selbst. Aber andererseits... um Tulin Theba, Entschuldigung, ich verwechsel den Namen ein bisschen. So, war wieder zum Hochklettern, weil ich sonst nicht hochkomme. Kann das sein? Jo. Weil sie jetzt so hoch ist. Wo auch immer. Können wir vielleicht auch so rüber fliegen, aber ganz ehrlich, für das habe ich den dicken Sprung. Also warum wir da auch nutzen. Ich hoffe echt, dass wir irgendwie... Also, gehen wir davon aus, wenn wir jetzt hier Tulin haben, dass wir bei den Zoras, Gerudos und Kronen auch wiederum Hilfe bekommen werden. Und ich hoffe ja schon, dass die Hilfe ähnlich wie Breath of the Wild bleibt. Dort hatten wir es zwar so, dass wir die Hilfe erst nach dem Tempel bekamen. Vorher, ja schon Hilfe, das schon, aber jetzt nicht die Fähigkeiten quasi. Weil jetzt können wir wirklich, Tulin kommt dann mit uns, oder wir können ihre Fähigkeiten nutzen. Seine, Entschuldigung, ich habe immer das Gefühl, dass Tulin Mädchen ist, aber er ist ja ein Typ. Mein Fehler. Okay. Mach das schon, Link! Weiß er doch, Kumpel, weiß er doch. Schade, ich dachte, du könntest einen Flug machen. Chill, dass du keinen war. Okay. War das jetzt doof oder war das... Oh. Dass das doof war. Ein Reisekochtopf hier oben. Gut, warum eigentlich nicht, weil ich brauche eh bald wieder neue Dinger. Neue Mahlzeiten. Sind wir weit oben, hey. Lecco mio. Aber Temperatur geht. Ich komme noch in Stufe 1 aus. Das ist verdammt hoch da. Irgendwie keine andere... Doch, warte mal, von dort, wa? Aber es ist dieselbe Höhe wie dort. Da bringt man nichts. Das heißt... Tulin, warte mal ganz kurz, müssen wir da rüber. Ja, komm, von hier, das wird nichts. Also Tulin, da muss ich sagen, ist echt cool. Nicht nur die Fähigkeit. Ist nice. Zack. Sondern auch, dass er uns im Kampf hilft als Bogenschütze. Und ist ja gar nicht mal so schlecht. Die Sonne geht auf oder unter, je nachdem. Alter, ganz ehrlich, das dauert noch ewig, bis sie da oben sind. Lecco mio, ey. Ich glaube, ich muss direkt darüber, wa? Weil hier im Eis rutscht natürlich runter. Ich habe da gar keine andere Wahl. Er muss darüber. Nein, ups, Entschuldigung, das war die falsche Richtung. Ihr wollt... Alter Falter. Ganz schön langer Weg. Doch falsch oder was? So kann ich jetzt nicht bis dorthin, wo ich eigentlich wollte. Warte mal. Nun war ja relativ easy, heißt easy, vor allem klar, ich muss da rüber. Dort. Oh nein, da drunter hat er gekommen. Oh, scheiße. Okay, dann haben wir die Abkürzung, falls wieder so ein Idiot wie ich bin, der merkt, oh, scheiße, ich habe einen falschen Weg gewählt, wa? Er kommt doch hier niemals rüber. Nee, keine Chance, okay. Tulin, Entschuldigung, mein Fehler. Wir müssen noch mal ganz kurz. Da drüben uns nichts, okay. Mal alles eingefroren. Kann sein, dass sie langsam sicher kälter wird. Tulin, alles klar?
Was haben wir? Muss vielleicht mal ein bisschen mehr Schleim zubereiten. Na, Bomben, Bombis, Feuerfrüchte. Das läuft nicht ganz so, wie es wollte. Hä? Es fallen die einfach nur runter und das war's. Ja, das kriege ich nicht weggebrannt. Schade. Aber ich nehme an, ich kann mir hier wieder sowas bauen. Nicht runterfallen, das wäre jetzt sehr doof. Okay, sowieso ein bisschen zu hoch, war. Oh, ich kann es verbinden. Klappt das so überhaupt? Oh, tatsächlich. Okay, das war nämlich vor allem quasi eine Hoffnung, die ich hatte. So. Ich weiß natürlich, ich muss nicht immer Pfeile machen, modifizieren, dann könnte ich die Dinger auch so schmeißen. Ich finde es irgendwie cool so. Okay. Einmal nach oben bitte. Ja, da ist ein langer. Obwohl, ging noch. So, wieder mal ein Stockwerk weiter oben. Tulin, wo bist du? Ich mach das schon, Link. So, ist es jetzt hier so eine Art wie Zwischenstation quasi? Oder wie kann man das mir vorstellen? Alter Falter. Jetzt bekommt man ein bisschen die Ausdauer aufgefüllt. Da unten ist ein Schiff, das noch einen Auftrieb braucht, aber hinten ist ja auch wieder was. Oder baue ich das nur, damit ich darüber komme? Das sind schon die nächsten Schiffe. Okay, dann kommen wir langsam ein bisschen vorwärts hier. Nun haben wir einen Konstrukt mit einer Truhe. Das Problem ist, wenn ich den, also da runter segel, um den Platz zu machen, wie kommen wir denn zurück? Das Schiff liegt ein bisschen weiter oben, das klappt so nicht. Deckensprung darüber? Oh, das könnte klappen. Oder nicht so markieren hier. Okay, ich muss die Markierungen, die ich momentan gesetzt habe, die hier muss ich ändern. Das geht so nicht. Und zwar mache ich hier... Warte mal, wir haben Markierungen, die hier, das sind eigentlich Quest-Markierungen, die ich mal gemacht habe. Dann machen wir die jetzt anders. Männlein müssten eigentlich Dinge sein, die ich markiert habe. Pferde. Das sind Truhen. Also ganz normale Truhen, wie ich hier eine habe. Da sehen ja noch ein Schatz oder so ist.
wir es mal so. Dann mache ich immer für die Sterne, das einfach, ja, mit der Hauptsache zu tun hat, quasi. In dem Fall, damit ich einfach weiß, okay, das sind die Glyphen und zumindest einige davon. Oder müssen in der Nähe zumindest sein. Wenn du in der Nähe bist, das ist relativ easy von oben, ne? Da ist nicht so das Problem. So. Dann kann ich nämlich ganz normal den hier markieren. Dann gleich mal ersetzen. Falls ich ihn gleich nämlich nicht holen sollte. Das hier könnte so funktionieren. Huch. Wieso will ich das jetzt runter? Super. Hätte ich jetzt vorne einen Deckensprung nutzen können. Also. Geht ja so noch. Theoretisch zumindest. Was das hier soll, weil da dieser E-Marsch, da brauche ich Donnerblumen. Genau, damit ich mit dem dann hochfliegen kann. Das heißt eben eigentlich hier runter, um das Vieh Platz zu machen, das müsste trotzdem gehen, ne? So, wieder ein Alpha, merke ich gerade. Ah, es fehlt nicht mehr viel, es ist über die Hälfte noch. Oh ne, ist er da oben. Ja, jetzt schon, da stimme ich dazu. Danke, Tulin. Guter Kumpel. Noch eine alte Karte für die Unterwelt. Untergrund, Entschuldigung, nicht Unterwelt. Dann müssen wir aber da zurück, wa? Da hoffe ich ja irgendwie dann, keine Ahnung, sobald wir... Da müssen wir wirklich erstmal hin noch ein bisschen was machen. In der Story weiterkommen und allgemein Story, bevor es dann auch die Story mit der Untergrundwelt weitergeht. So, ich kann die Dinger irgendwie nie mitnehmen. Aber so klappt es trotzdem. So, sonst Waffen soweit noch gut. Perfekto. Ah, da. Hier komme ich hoch, hier komme ich hoch. Gut, sind nur Pilze. Nur Frostlinge. Das kann doch von Orni über links feh kein Wunder, oder? Oh krass. So. Das hätten wir. Das ist das Segel. Da müssen wir noch darüber. Dann haben wir noch ein paar Viecher. Da kümmern wir uns im Duett. Tulin, du bist gerade ein bisschen weg, Kumpel.
geht's ja gerade nicht. Aber das hat geklappt. Haben wir Pfeile. Durchaus sinnvoll hier unten. Es hat zwar Frostlinge, um die kümmern mich gerade nicht. Ich will sie unten schießen, ernsthaft jetzt? Komm, Tulli, wir hauen erstmal ab. Das war doof. Mir fehlt irgendwie noch die Funktion von einem Aufsammler. Dass automatisch, wenn ich irgendwo hingehe, das aufgesammelt wird. Okay, also ich muss da darüber, war okay, gut. So, der Weg scheint bis anhin noch zu stimmen, auch wenn, glaube ich, das Ganze noch ein bisschen dauern wird. Das ist jetzt halt Frage da unten, ne? Oh, muss langsam mal Feuerfrüchte farmen. Ah. Weil jetzt sehe, was da unten ist. Ein paar Viecher hier, aber denen gehe ich einmal aus dem Weg. Ja, wenn kein Tool sich darum kümmern. Das war knapp. So, wie hoch geht's ja eigentlich nach? Alter Schwede. Immer schon mal so ein Mini-Tempel oder so. Puh. Einer schwimmt hier noch rum, wir sehen doch. Na, egal. So, wir können Feuer machen. Die Musik hat sich auch verändert. Okay, wäre das mal etwas. Mal gucken. Wir haben jetzt Frostlinge ein paar. Er fühlt sich kalt an und befähigt als Kochzutat den Körper selbst Wüstenhitze zu ertragen. Aber warum auch nie oben? Ich brauche ja etwas Warmes. Das habe ich ja. Kälteschutz habe ich noch zu Genüge. Aber wieder mal etwas Normales zu futtern wäre nicht so schlecht. Die Musik, hey, alter Schwede. So. Was Normales vielleicht mal oder sowas? Maxi Rüben haben wir auch mittlerweile, oder irgendwie eine Rüstling war das nur. Himmelspilze. Die Abwehrkraft steigern. Klingt auch nicht schlecht. Okay, das war jetzt so einer. Wenn ich jetzt einfach mal sage, zweimal Fleisch, 2 Chilis, einmal Tomate. Maxi-Trüffel. Ja, die Maxi-Dinger sind noch zu früh, die jetzt schon zu verwenden. Mit der Eisfrucht kombinieren wäre mal eine Idee. Bei Kälte Eisangriff. Gut.
Meine Kälte haben wir von dem her, also passt das schon. War mal mit Kälte, Eisangriff und so, also ich habe schon ein paar Dinger. Ausdauer habe ich eigentlich nichts mehr. Ups, nein. Soll kein Duplizierungsglitch werden. Noch nicht zumindest. Warte mal. Jetzt meine ganzen Standardpilze hin. Ah, hier. Mal gucken, was der kann. Wow. Okay, das war... Nicht wirklich sehr beeindruckend. So, eigentlich wollte ich ja etwas mit dem Fiddling machen. Wow. Obwohl, warte mal, das ist die maximale. Füllt die Ausdauer übers Maximum hinaus. Ja, es ist zwar nicht viel, aber das könnte mir schon helfen. Gut. Aus hier. Tulin, wir haben noch ein bisschen was zu tun hier. Weit weg sind wir nicht mehr. Warten wir da bis zur Mitte kommen. Ich muss erstmal wieder einen Spießrutenlauf machen, wa? Also quasi bis dahin, dann gehe ich da hoch. Ne, bis hierhin, wa? Nachher über Himmelsschiff, nachher ganz oben, okay. Das ist ein Kumpel, der braucht Hilfe. Achso, ja, das sind Dinger. Moment, wegen Kumpel. Ah komm, lass sie erstmal kämpfen, die machen das schon. Jetzt wollte ich eigentlich ja die Viecher fotografieren, aber es wird nichts mehr. Fast ein bisschen zu knapp hier. Toni braucht Hilfe! Aua! Dankeschön, Alter! Tuli, was ist los mit dir? Wir sind so krass, Kumpel. Oh, mehr weg da! Lecco mio! Junge. So, Waffen voll, Schilde voll, Bögen, nicht ganz voll, ist egal. Gut, aber zumindest wieder ein paar Schilde. Auch wenn es so Billo-Schilde sind. Ja, ich muss echt bald mal ein Hylia-Schild holen. Was ist denn das? Okay, wo soll ich da runter? Na, eine Abkürzung oder was? Die Musik, hey. So voll bedroht, dass gleich was passiert, aber dann passiert nichts. Ich hasse das. Ah, das ist wieder mal so etwas. Oh nein, das sah von weitem irgendwie so seltsam aus. Ja, das ist jetzt Kacke.
Dann muss er da runter. Tulin müssen aufsteigen. Und zwar im Rang. Tulins braucht ihr wirklich. Sei vorsichtig! Was du nicht sagst. Was war das gerade? Ich versuche mal was Neues, aber nicht einfach nur statt Kälteschutz auch mal ein bisschen Kälteboost drauf. Oh. Den Biberdinger nicht so viel Power. Mit Bomben? Ernsthaft? Krankes Schwein. Aber Tulin ist jetzt nur unbesiegbar. Das ist scheiß Bomben, ey. Große Sonnenenergiesphäre, sehr gut. Wer weiß, ob man sie mal braucht. Okay, Heißluftballon. Interessant, die Dinger wieder. Ja. Scheint, als brauchen die wirklich. Ich glaube, sonst ein bisschen doof, hä? Ja, komm. Nutzen wir mal kurz die Macht der Ultrahand. Aber schon krass, wie lange hier der Aufstieg überhaupt dauert. Lecco mio, ey. Und das zu einem, ich schätze einfach mal, Tempel. Zu einem der ersten Tempel im Spiel überhaupt. Nehmen ist nur der Weg dahin, ne? Da fragen wir uns natürlich auch, ob dann die anderen Tempel und der Weg dahin vor allem auch so gewaltig sein soll. Und hier haben wir den Himmel. Insofern, dass hier vielleicht ein bisschen gewaltiger ist und so, der Aufstieg, okay, das kann man noch vorstellen. Aber stellen wir halt irgendwie im Gebiet der Zoras, also, was soll denn dort sein? Einfach das Meer? Nee, also der See oder so, irgendwas in der Art. Bei den Gehonen wird es wohl der Todesberg sein, schätze ich jetzt mal. Und die Gerudos in der Wüste? Schwierig. Ist aber ja vielleicht auch nicht immer so, also nicht bei allen Dingern hier. So. Oh, nee. Das ist eine lustige Herkulesaufgabe damals im Schrein. Da habe ich ja Freude dran. So. Und dann Petri Heil und so, wa? Da fliege ich doch erst einmal. Darüber und dann nehme ich die Abkürzung hier. Wieder ein Schrein, das höre ich gerne. Das sehe ich gerne vor allem. Dann ist dann ein Schiff, das sehe ich doch jetzt schon. Jui. Und alle ab. Oh, jetzt wird's kalt. So, ich bin ja zum ersten Mal. Die Luft hier ist ja richtig eiskalt. Ich mache das nichts aus, was ist mit dir, Link? Schütze dich, sonst erfrierst du. Ja, danke, ich merke schon. Das Problem ist, ich habe noch keine weitere Rüstung. Ich würde mal sonst im Dorf da oben nochmal was kaufen und dafür brauche ich ein bisschen mehr Geld. Sprich, ich müsste irgendwie was verkaufen oder was farmen gehen oder so. Bis dahin muss das hier ausreichen. Nehmen wir mal vielleicht den Schwächsten hier. Oder weil ich eh fast volle Herzen habe. Nehmen wir Medizin, ja komm. Kälteschutz 2. Aber ja, das Ziel ist eigentlich schon, dass ich nachher irgendwie bei den Ornis nochmal Kälteschutz in Rüstungsform kaufe. Sei es irgendwie das Oberteil, sei es die Mütze. Also ich finde die Mütze hier macht eigentlich Sinn. Ist eine Kapuze.
typische. So. Wir könnten fast schon ganz oben sein. Aber es macht natürlich aus... Na, lange nicht, ey. Aber es macht Sinn, dass wir hier eine Art Schrein haben, weil ab hier wird es ja kälter. Sprich, das Spiel gibt uns die Möglichkeit zu sagen, ey Junge, wenn du noch was brauchst, dann komm, hol's dir. Das machen wir nachher auch. Komm, wir gehen nachher wieder kurz zurück zu den Ornis. Wenn irgendwas kaufen, vielleicht kommt der Tuli mit und ich kann noch mit seinen Eltern quatschen. Oh, einfach so. Okay, das ist sehr nice. Das ist schon mal wieder eine richtige Quest hier, dass ich irgendwas machen muss, aber... Nö, das gefällt mir. Wir haben schon genug gemacht, ganz ehrlich. Richtig arschkalt ist es hier oben. Aber richtig. Ich habe gesagt, bei 4 gehe ich, glaube ich, wieder einen Herzcontainer holen, wa? Ausdauer haben wir jetzt... ein 3/5 quasi. Ja, eben 2 Dinger fehlen noch für eine komplette zweite Ausdauerleiste. Blutmond? Ernsthaft? Nee, komm, leck mich. Tschüss. Ich hau ab. Okay. Hä? Als wir in der letzten oder vorletzten Folge zum anderen Turm geflogen sind, auf der Erdoberfläche kam er auch mit. Hä? Da kommt er einfach ins Dorf nicht mit. Oder ist es, weil ich teleportiere? So. Also, Monster kehren gleich zurück im Blutmond, ist aber scheißegal. Da wir eben da auf der Orni sind. Hier gibt es eh keine Monster. Die kommen eh nicht hier rein. Oh, Mond in tiefes Rot gefärbt. Ja, leck mich, ey. Hat den jetzt eigentlich mal markiert da drüben, oder was? Nö, aber könnte man ja mal noch ändern. So, weiß er nehmen, dass hier noch einer ist. Und hier auch. Kann man irgendwie rüberfliegen bei Gelegenheit. Ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht bald mal, vielleicht sogar vor dem Tempel, solange ich noch Tulin dabei habe, dass wir vielleicht mal noch... Oh, ist noch ein Pfeifen. Gerne bereits, okay, gut. Dankeschön. Dass wir vielleicht mal die ganzen restlichen Türme noch abgehen. Also wegen also Tulin quasi nutzen, um die restlichen Türme noch zu kriegen. Wegen seiner Fähigkeit natürlich endgeil. Ich hoffe, es geht ihm gut. Ja, der ist sehr weit oben. Genau, wenn ich natürlich alle Gebiete, bei allen Gebieten die Türme habe, ist es glaube ich danach auch einfacher, die ganzen Schreine zu lokalisieren. Halbe Stunde noch. Also nicht mehr sehr lange. Achso, ne, ich will ja kaufen, nicht verkaufen. Das heißt erstmal das Orni-Gewand. Genau, ich habe die Kältehose und nicht die Orni-Hose. Nach Set, genau. Eine alte Winterhose, die lange Zeit hergestellt wurde. Mhm. Altes Beinkleid, okay. Das lieber halte ich jetzt mal an, dann nehme ich eben das Orni-Gewand. Die Frage ist nächstes. Ich würde sogar sagen, als nächstes vielleicht die Winterhose gegen eine Orni-Hose austauschen. Wegen dem Schutz. Weil ich habe jetzt auch Kälteschutz 2 drauf. Theoretisch sogar plus 3. Links teuer, die Hose. Gut, die Hose ist 1000, ist noch teurer. Ja, Ganon, dann komm halt. Ganondorf, Entschuldigung. Wenn des Blutmonds Licht die ganze Welt färbt. Dann ist es mir scheißegal. Schön abgewürgt.
Solange es Gandalf halt auch am liebsten abgewürgt wird. Gut, dann hoch in den Himmel zurück. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt gerade... Ist das hier der oberste? Scheiße, braucht eigentlich hier so eine Art 3D-Ansicht. Oder sehe ich es vielleicht anhand der Koordinate? Ich sehe nur meine eigenen, ja super. Minus 9 Grad, also soll ich schon... Ne, minus 9 Grad ist nur noch Stufe 1, war okay. Gut, minus 9 Grad ist schon kalt, dass man da vielleicht im Kälteschutz Level 1 braucht, das verstehe ich. Wir finden irgendwie so eine Kombi aus Oberteil, Hose plus eben die Hühlerkapuze gar nicht mal so schlecht. Link! Los, brechen wir auf. Ja, ich muss nur kurz was holen. Kälteschutz eben, aber ich habe Stufe 2 ja drauf, also insofern. Eigentlich jetzt sogar Stufe 3. Gibt es das überhaupt? Den gar nicht richtig angezeigt, na egal. Komm, scheiß mir erstmal verschwinde hier. Ich brauche keiner. Jo. Freunde, ich würde sagen, den Rest gucken wir uns nächste Folge an. An der Stelle danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Dann schaffen wir es hoffentlich bis ganz nach oben zum Tempel oder was auch immer das, also zur Arche. Ich nehme an, es ist ein Tempel. Aus alter Zelda-Manier würde ich sagen, jo, das sieht man ganz nach dem Tempel aus. Wie es dann weitergeht, muss ich mal gucken. Wie gesagt, ich glaube, ich würde lieber Tulins Fähigkeit nutzen, um die restlichen Karten noch, die restlichen Türme zu holen. Also quasi irgendwie, also falls er mitkommt, wohlgemerkt. Falls er mitkommt, weiß ich halt nicht. Dass man von hier aus zum Beispiel hier rüber segle, in der Hoffnung, dass ich irgendwo noch die Türme holen kann. Oder hier und so. Ich hoffe zumindest. Falls nicht, dann hätte ich halt ein Problem, aber naja, müssen wir mal gucken. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.